So Leute, es geht weiter hier bei Pokémon Weiß 2 auf dem Weg zur nächsten Arena, sprich nach Abidaya City, wo sich angeblich ja auch Team Plasma aufhalten soll, wa? Naja. Hier in Undula, schöner Strand, alles, meine Fresse, wäre ich jetzt gerne hier, Mensch. Ich meine, ich habe Ferien, Sommerferien, alles tippitoppi, aber trotzdem keine Zeit dafür. Schon irgendwie, naja, nicht schön. Egal, nach Undula, sprich den Unterseetunnel. Freunde, ich habe mir offscreen-mäßig, also sprich offscreen ist toll, wa? Ist ja schon ein paar Wochen, stimmt gar nicht, ein paar Tage her, seit seinem letzten Part. So, der Kumpel darf jetzt durch. Unterseetunnel, hast du keine Ahnung, wo das Meisterwerk, Ja Mann, so soll man die tunnelförmige Röhre richten. Ja, so ähnlich wie da mit der Unterseeröhre zwischen London und Paris. Aber ist ein anderes Thema. Wir bewundern erstmal die schöne Aussicht, während ich noch ein bisschen weiter erzähle. Also, während diesen paar Tagen habe ich trotzdem täglich Weiß 2 gezockt. Und zwar, aus einem Grund, nämlich, das ist laut hier unten, war. Und zwar, um nämlich wegen dem Stromisierer für Electek zu schauen. Sprich da mit der Einklangspassage, genau. Das hat soweit gut funktioniert. Ich konnte das Antiquitätenladengeschäft, wie auch immer, konnte ich, wow, Barsch war cool. Konnte ich währenddessen auch ein bisschen upgraden und so, hat funktioniert. Das Problem war dabei nur, das finde ich ein bisschen mies, der Stromisierer, den bekommen wir da mitunter, wenn es halt, muss man Glück haben. Als eines der Items beim Antiquitätenladen halt, je höher der Rang ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man halt das Item bekommt. So. Das Problem ist nur, ich habe es so gemacht mit Save State, neue Laden und so zum Testen. Das Problem ist eben, was? Item geben oder wie? Ah, Giftstich zum, hatte gerade irgendwie Granitstein, hä? Egal. Ja, habe das so gemacht. Das Problem ist eben dieses Item, was da in diesen Steinen so Felsklumpen drin ist, was man da halt braucht für die Entwicklung. Geht so, als wenn wir die in dem Pokémon beobachten werden. Also irgendwie ist das noch ziemlich kurzer Tunnel, wa? Wie auch immer. Antiquitätenladen, genau dabei stehen geblieben. Die Items dort werden jeden Tag neu sortiert, aber nur täglich. Das heißt, ich kann das Gebäude betreten, ich kann ihn neu anquatschen, so, es bringt nichts, es wird nur täglich neu geupdatet, also, ja, ist natürlich schon ziemlich mies, vor allem jetzt hier mit dem ganzen für Electek und so, ich habe es ein paar Mal versucht, ich habe es nie geschafft, ich habe den Stromisierer nie erhalten und deswegen wollen wir das jetzt ein bisschen anders machen, ich kann zwar das Item ja cheaten mir, also sprich einen Stromisierer, aber ich kann es nicht einzeln machen, sprich ich kann zwar, ja gerne, dankeschön, Fassade, eine coole TM, aber naja, genau, muss man halt irgendwie immer so einen Statuseffekt haben, was man irgendwie auch herbeiführen kann. Wie auch immer, wollte eigentlich darauf hinaus einen Stomisieren, den kann ich mir zwar entschieden, wie gesagt, aber ich kann das nicht so machen, dass man einfach sagen kann, so einmal Stomisiere bitte. Das geht nur so, dass ich alle Items ercheaten muss, und zwar 900 Mal. Dass ich alle Items 900 Mal im Gepäck habe. Toll, wa? Hallo! Hey! Juhu! Wo ist das Vögelchen? Hier ist das Vögelchen. Wo ist der Michael? Hier ist der Michael. Ja, wie auch immer, hat leider nicht so geklappt, wie ich es gerne gehabt hätte. Sprich, wir müssen uns da etwas anderes überlegen, wie ich das halt dann machen werde. Also entweder kann ich es doch noch entschieden, wenn ich das irgendwie noch einen Trick rausfinde. Oder aber ich muss es so machen, wie ich es jetzt momentan plane. Und zwar, dass ich mir einfach auf Pokémon Platin ein Electek fange. Oh, Schmierchen mit der Frühling. Ein Electek fange. Das dann womöglich, oder irgendwie, also fangen muss nicht unbedingt sein. Ich kann es mir auch per Raub holen, dass man das Item Stromisierer hält. Denn bei Pokémon Platin geht es so, dass ich glaube, die Chance ist 50-50, dass dort ein Electek oder auch Elekid, aber man kann man gar nicht viel fangen dort, dass so ein Pokémon den Stromisierer als Item hält. Cool, oder? So, hier ist der Arena, die 8 Arena. Abidaya City, leider Benson immer bietet mehr als er. Mehr als er vor allem. So, die Arena kann bereits rein, oder? Ist er schon da oder kommt er erst noch? Wenn Leute haben vorhin laut die Line losgerufen, ist mir hinausgeschwommen. Es wird so nicht ihn suchen zu gehen. Alter, der Arena landet nicht mal hier. Aber man kann den Trainer Sven, natürlich hat er schon gegen ihn gefightet, ist ganz klar. Sven Boy-mäßig. Also, wie gesagt, muss ich halt da Seite mir einen Stromisierer noch suchen. Das ist nicht entschieden, sondern halt auf meiner realen Plattenversion suchen gehen. Und dann kann ich das hier hinübertauschen per Wi-Fi, sprich per GTS. Und wir können dann vermutlich bereits im übernächsten Part, denke ich, übernächsten Part, können wir uns dann endlich ein Electek Elevoltek entwickeln lassen. So mit dem Schuh drauf. So, Svenny Boy, was ist jetzt los? Wir müssen den Eskamin-Preis zurückbringen, Mann. Sonst wäre also so eine Arena zu besiegen. Der ist nicht da, Mensch. Das ist eine Arena zum Kampf herausfordern. Und viel Glück. Ein Freigeist. Ist eine Aufgabe für sich. Ja, merk's auch. Toll. Benzin suchen. Arena herausfordern, den Eskal kriegen und dann irgendwie noch einen Stromisierer bekommen.
Ach, wir haben ein schönes Leben. So, Itemradar, ist ja was los? Nö. Gut, ich kann noch ein bisschen trainieren hier. Das ging ja schnell. Tada! Hey, du hast sicher vor, den Arenen anzuschnappen, ha? Ja, man, tut mir leid, dass du erst noch nicht suchen musst. Bin wohl ein Stück zu weit hinausgeschwommen. Mhm. Naja, schon gut. Ja, keine Zeit verlieren. Also gut, bis dahin. Och Leute, wir haben ein bisschen kurz. Wir hatten gerade die 7 Arenen durch. Jetzt kommt bereits der 8. Kampf. Mensch, ich will nicht. Deswegen gehen wir jetzt nach Süden. Nach Süden, denn hier unten gibt es auch noch was Schönes für uns. So, Surf einsetzen, doch bitte gerne. Shelby, mein Champion. Servus. Mein Pokémon ist riesengroß. Du hast nicht... Nee, du hast kein Weilort dabei, bitte nicht. Bist des Wahnsinns! Das Teil würde den ganzen Strand überschwemmen. Sind die dämlich, hey, so, Beetle? Beetle-Action, Laubklinge, das macht schon. Der perfekte Trainingsort für Beetle. Boah, ist ein Angriff hoch, ey. Ich meine, sorry, aber Violet hat nicht gerade wenig KP. Ich hab's gerade ziemlich viel und Verteidigung müsste auch relativ viel haben. Egal. Tschüss, hab mich gefreut. Also das muss aber viel XP geben. Komm schon, Erfahrungspunkte, ich will das nächste Level haben. Wow, 4444. Ist eine Schnapszahl. Aber egal, ich trinke keinen Schnaps. Du. Also trinke sage ich lieber nicht. Du. Was für eine Attacke aus, die einer Schirmbewegung ähnelt. 80 Schaden, hey, mein lieber Scholli. Damit ist Beetle schon passt perfekt. Oh yes, Mann. Ja, scheiße, Mann. Ach, Beetle. Also ein Matrifol ist schon ein cooles Pokémon. Der Name ist zwar ein bisschen kacke, gebe ich gerne zu. Aber naja, wir können ja schön trainieren. Sag bloß, du bist ein Trainer. Ach nee, was haben wir verraten? Meine Pokébälle? Oh Mann, manche sind doch doof. So, schwimmen wir in Lowain. Remoraid. Noctillery wäre ziemlich cooler. Und sowieso die abstrusen Entwicklungen, die es gibt. Ich meine, Remoraid, so ein Silberfisch, oder? Ist ein Hecht? Nee, das soll so ein Silberfisch sein. Entwickelt sich zu Octillery, zu einer Krake. Ich meine, die coole Pokémon sind gut aus und so, zweite Generation, tipptopp, aber trotzdem, die Logik dahin von der Entwicklung her ist schon sehr weit hergeholt. Ich glaube, da gab es mal eine Theorie dazu. Oder gibt es sogar ein paar Fakten, ich weiß gar nicht mehr. Zweite Generation war schon lange her bei mir. Goldsilberkristall, Kristall, meine Lieblingsedition von allen. Auch heute noch hoch, du. Naja. Aber Kristall ist ein guter Hinweis zu... Ich habe mal erwähnt, dass ich ein Pokémon-Spiel entwickle. Entwickelt bin noch. Kristall hat was damit zu tun. Und mehr dazu näher, wenn ich mal so weit bin mit dem Präsentieren wieder. Ja, wir vermutlich erst mein Geburtstag oder sogar Weihnachten warten müssen. Wenn ich jetzt da mal ein bisschen mehr Ruhe habe, Let's Plays vor allem. Das zum einen und zum anderen natürlich auch mehr Zeit nebst dem Beruf. Blub. Ja, Quabbel. Wie Quabbelschwabbel. Siehst auch aus. Das war fies, ich hab die Kreuzschere, sag guten Tag, du Geist-Pokémon. Oh, nein, das war ja... Geist effektiv gegen Psycho, nicht... Geist, ne. Man noch Käfer ist effektiv gegen Psycho, nicht gegen Geist. Menschenskind bin ich ein Trottel, so, Laubklinge und tschüss. Ach, Menschenskind, hey, Menschenskind. Ich sollte mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, zum Überlegen. Level 40, das geht ja schnell hier, wa? Also überlege gerade, Baneson hat glaube ich Pokémon um Level 49, 50 herum. Sowieso Wasser-Pokémon spricht, damit Beetle komme ich trotzdem durch. Nach Baneson hat glaube ich nur 3 Pokémon die einsetzt hier, weil ich halt keinen, Moment, kurz, Hürdemodus, nicht Hellmodus und Hürdemodus zocke. Da hat er deswegen halt weniger, ja, das ist so vom Level her, aber auch von der Pokémon-Anzahl her, du. So, das war's und, naja, viel gekriegt, schade. Ich könnte eigentlich mal einen Schutz einsetzen, wa? Aber erstmal die Riesenperle. Schutz, das ist eine gute Idee. Wo bist du denn, lieber Schutz? Herr Schutz, wo ist der Schutz? Der Herr Schutz. Ah, hier ist er. Der Top-Schutz. Vorname Schutz, Nachname Schutz. Vorname Top. Ja, Top, die Wette gilt, egal. So.
Was ist das für eine Musik hier draußen? Du, eine seltsame Mucke. Jetzt klingt schon besser. Hallo. Oh. Was ist nur für einer? Hä? Das ist das Meer. Ach nee. Ich möchte gern mehr von dem Meer. So, der Ian, der Ian. Schon mal Ian? Oh nee, nicht Wingal. Muss das Wingal sein? Oh. Die Natur von eines Beetles. Ich kann. Laubklingen geht nicht wegen dem. Macht einen normalen Schaden. Käfer und Kreuzschere macht gar keinen. Nur halben Schaden wegen dem Flugattribut. Schutzschild ist sowieso für den Arsch. Nimm halt Laubklingen. Mensch. Oh. Agilität, das finde ich gar nicht mal so nett. Kann ich wohl Trefferquote? Natürlich voll von Arsch, aber trotzdem, wir haben es geschafft. Wow, Materials Angriff muss ja so hoch sein, ey. Das ist einfach nur krass, du. Und die Pokémon hier sind so Level hoch. Folgung, naja. Und ich mache nicht viel bei mir. Das ist doch klar, Mann. Weil es kein Stabangriff ist. Oh yes. Ach ja. Und bald schon kommt die 6. Generation raus, Freunde. Pokémon X und Pokémon Y mit Mega-Pokémon. Das wird mal krass, ey. Mit Mega Mewtwo, Mega Lucario, Mega Logok, genau, vor allem. Vor allem Dingen bin ich gespannt, ob ich bis dahin 3D-Spiel Let's Playen kann. Da bin ich immer noch ein bisschen am, abschätzen, sag ich jetzt mal. Aber mal schauen, ob das noch was wird. Und sonst halt privat zocken. Tja. Ja. Und, naja. Ich habe gerade so viel, aber egal. Schutz aber aktiviert, bringt es jetzt gerade vorher sehen, wenn die Pokémon natürlich Overlevel haben, nicht mehr so viel. Wo bin ich denn jetzt? Achso, jetzt bin ich auf der anderen Seite der Höhle. Ich erinnere mich wieder. Leute erinnern ja auch. Man kann doch von Undula aus nach Osten und nach Norden schwimmen. Da haben wir da so eine Höhle, wo man von so Kiesling-Armee bedroht wird. Tja. Und jetzt sind wir bereits hier. Denn das ist der Nordeingang dazu. Und hier können Sie sogar die Abkürzung noch freischalten, das wir jetzt noch machen werden in diesem Part. So, Angler Mariano. Muss mir jetzt Angst haben. Mariano, ja. Ich sag lieber nichts zu viel, sonst kriege ich noch einen Strike dafür. Marie. Und Beetle ab. Nochmal ein Quabbel, Schwabbel. Ich bin Schwabbelquabbel, was gibt's denn? Nicht viel, außer... Außer Tschüss, naja, nicht wirklich, aber egal. Hä? Wow, Volltrefferquote, geil! Und Lake, die macht nicht viel. Außer das Bettlake. Oh Mann. Die Sprüche sind leider immer noch so doof. So, Quabbelschwabbel schon wieder. Jetzt langsam mal mein Laubkling wieder mal deaktiviert, wenn du mal so nett wärst. Ja, natürlich nicht, war ja klar. Ach Mensch, ich mache halt trotzdem mal die Kreuzschere. Komm schon. Volltreffer. Naja. Man kann nicht alles haben. Oh. Endlich. Tschüss. Schlitz. Da wird er klingen. Klingeling. Und voll aufgeschnitten. Hey, ist das übel. Angler Mariano. Ach ja, der Typ, der immer noch am Qualmen ist, wa? Mit dem richtigen Training mit der Briefe gesagt, der nette Kraftkoloss. Das ist eine Attacke, aber, kein Zustand, so. Gerade knapp, was gibt's hier sonst noch Schönes? Nix mehr, ein paar Viecher im Wasser, schön. Ein Kampfexperte vorne im Wasser, was willst du denn? Die Kämpfe auf dem Meer kosten mein Pokémon-Team mehr KP als erwartet. Wie steckst denn dein Team so? Wow! Ein Psychodoktor. Achso. Dr. Dieter. Nee, Dieter, ganz sicher nicht. Der geht zurück zu deinem Andreas. Und er geht zurück zu DSDS. Also der als Arzt hier. Also der Bole wieder mal. Naja. So, Mamolida. Also nur, ich dachte, es wäre eine Weiterentwicklung von Hibiscus, wa?
Sieht zwar fast so crazy, nee, sieht schlimmer aus, aber egal. Das spielt ja keine Rolle. Bams. Geht doch weg. Ist er und ich krieg viele schöne Erfahrungspunkte. Fast viel für Weilot. Dr. Dieter. Ah, ich sehe schon. Nee, fange ich dann zu singen, Alter. Fang nicht an zu singen. Ah, immerhin, heilen kann er sie. Du. Siehst du mal, ich bin doch ein guter Arzt. Ja, Dieter ist gut. Wir haben es kapiert, Dieter. So, die Strandgrotte. Ist ja grottenschlecht hier, wa? Vor allem meine Witze. Ich glaube, hier gibt es nicht mehr so viele Scherben, wa? Vor allem Pokémon. Starke Pokémon vor allem. Stalobo ist eigentlich ein 1A-Pokémon, kann man durchaus nehmen. Aber wir haben uns ja anders entschieden. Die Laubklinge bitte sehr. Gegen Stahl, Die Verteidigung auch Stahlharz. Jo, geht noch. Gegen Käferpflanzen willst du RB machen. Du hattest auch schon mal bessere Ideen, Alter. Kreuzschere wäre sowieso fehl. Käfer gegen Stahl geht nicht gut aus. Ist keine gute Idee. Und down ist der Staliburchen. Geht doch, du. So, da unten muss er für ein Item von Verstecktes. Was bist denn du für eine? Ich bin eine Kampfkunstexpertin. Na, wollen wir loslegen? En garde! Hilfe! Überall Verrückte! Einer sieht mir gleich in den Spiegel. Was? Kämpferin Ivani, Scarabon. Käferkampf. Was für ein Kampf? Nein, ich weiß nicht. Käfer vielleicht selber? Kampf der Käfer! Das war ja klar. Okay, bringt nix. Ich hab doch hier ein 1A-Pokémon dafür. Sag nur Laterra. Die stärkste Laterne der Welt. Oh. Das macht aber nichts. Ich hab noch den Funkenflug. Ja, viele können Sie bitte mal aufhören. Das haben wir Scarabon so. Bloß was ein Weibchen ist, voll das Herzsymbol. Naja. Und tschüss. Das war gemein. Tja, so bin ich halt. Was will Tango-Tanz? Achso, Zwango. Ja, was ist denn der Zwango? Anwender tanzt das als im Rhythmus, um das Ziel mitzumachen. Dies nimmt dabei die Fähigkeit des Anwenders an. Tja, jetzt müsst ihr die Fähigkeit wissen vom Beetle. Kann eine gute Attacke sein, aber hier glaube ich eher weniger. Nö, dankeschön. Die Kämpferin Imani. Ach, immer diese Imani. So. Jetzt auch nix. Okay, hier gibt es eine Abkürzung. Wo komme ich denn hier hin? Oh. Okay. Ja, bitte nochmal. Dankeschön. War stehen geblieben. Genau, Top-Genesung. Sehr nice, sehr nice. Gibt's denn hier schönes nix, okay. Ne, weitere Trainerin. Servus. Keine Sorge, ich bin echt böse und du gegen mich gewinnst. Mir geht es in erster Linie darum, ein Team zu trainieren. Ja, das lobe ich mir doch, diese Einstellung. Die ist sehr löblich. Das Outfit für den Ranger in freier Natur. Und die ganzen Zecken und so natürlich auch. Ganz klar. Oh nee, Drachenboden muss das sein. Entschuldigung, Bodendrachen natürlich. Ja, na doch. Verdammt, ich habe eben noch keinen Eisstrahl drauf. Shelby, was sollen wir bloß tun, wir zwei? Feuerode. Ja, es ist eine Drachenattacke, macht aber kaum Schaden. Vor allem, weil sie spezifisch ist. Spezifisch, speziell natürlich. So, Nassschweif. Blub. Bäm. Jo, das geht doch. So, wieder heilen. Sehr schön. Wie geht's denn jetzt weiter? Skorgla. Unflug. Kein Problem. Hallo. Servus Skorgla und Tschüssikowski Skorgla. Kacke. Was soll ich meinen? Nö, ich fand's fair. So, Nizza. Mit
Wir treffen uns auf Ibiza. Oh Mann, oh Mann. So, Persienbeere. Dankeschön. Ist mir immer gut. Was ist immer gut gelaunt? Verstehe ich nicht. Egal. Wir sind jetzt mal ganz kurz hier rüber. Denn hier unten gibt es ein Item. Dachte ich, habe ich geirrt. Das ist eine Kampfkunst der Menschen, aber auch Pokémon können sie anwenden. Och nö. Ich schlaf gleich ein. Der Kenshin. Kennst du ihn? Oh Mann, Mann. Besser werden sie nicht, wa? Bitte? Bitte, perform you, please. And, ja. Wie auch immer. Also, ich gerade Kreuzschere sagen auf Englisch, mir fiel gerade der Begriff nicht mehr ein. Kreuzung quer, wow. Autsch. Du Grobian. So, hier, Laubklinge. Nö. Geht nicht, aua. Der ist ja ganz schön grobmütig drauf. Oh, Hochmut. Der kommt bekanntlich vor dem Fall, also Rabigator. Mein Lieblingsdelegator, ja. Und Tschüssikowski. Das war's. Mit Iro-Keks. Zum Keks? Nein, danke schön. Halt ein paar Levelpunkte haben, sprich Erfahrungspunkte für ein Level Up und dann wird schon bald mal der Part beendet. Was Sandsturm kannst du vergessen, ey. Nö. Das will doch keiner. Wenn ich einen Sandsturm will, besorgen wir einen Despot, also zumindest die Fähigkeit dazu. Das 504. Schön. Und ja, Freunde, das war's mal für heute hier mit Pokémon Weiß 2, den Next Generations. Naja, Beetle ist down, der Rest geht noch. Muss mal Beetle halt kurz heilen noch und dann geht's hier weiter am Text in der Höhle der Strandgrotte. Oh Mann, richtig grottig drauf war. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.